Also, Haberderi, Servus und herzlich willkommen zu einer knackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Diesmal haben wir einen Stuntman dabei. Deri. Der Arnold, den kennt ihr ja schon von unserem Reifenvideo. Ja, und heute machen wir was, das hat sich euch schon ganz lang gewünscht. Das hat einen ganz besonderen Grund, weil ich habe jetzt seit über einer Woche kein Video gemacht. Das liegt einerseits daran, dass ich zwischendrin einmal krank war und andererseits liegt es daran, dass Fasching war und ich halt da, weil ich bei dem Verein bin, der das ganze Ding organisiert, ziemlich eingebunden bin. Aber jetzt ist Fasching um mich, von dem her geht es wieder weiter. Wie gesagt, wir machen was ihr schon lange gewünscht habt, und zwar machen wir heute ein Schneemass-Tutorial. Anleitungsvideo, Dings der Bums da. Los geht's! Also, dass ihr Mausgeruch braucht, geht das schon wieder los. Dass ihr auch keiner in die Kommentare beschwert, dass ich Maus sage. Sagt man bei uns Maus? Schon. Also wir sagen Maus, ihr sagt Mass. Mass ist genau dasselbe, wir reden von diesem Gefäß. Geil? Maus kenne ich gar nicht. Ich kenne Maus. Maus. Oberpfalz. 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 Das ist wie Homebanking. Also, bei der Schneemass, ganz klar, brauchen wir einen Masskrug. In diesem Masskrug tun wir einen halben Liter weißes Limo. Der Sprite ist ein weißes Limo, von dem her. Bist du da sicher? Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann passt's. Ich habe jetzt da wieder mal nichts angemessen, wir schieben jetzt da einfach mal rein. Ich glaube, anmessen ist bei so Sachen wie Gasmaß und Laternenmaß und Schnellmaß nicht so der Knaller. So, um dieses dann weiter zu befüllen, braucht man einen Korn. Hochprozentig. Wie viel Prozent hat der? 32. Es hat jetzt geheißen, ein Viertel Liter. Die schätzen wir jetzt einfach mal an. Chilai. Geh halt auf! Das sagt Chidai. Wie wir ankommen. Ich glaube, das ist ein Suffix-Getränk. Ich glaube, da braucht man nicht viel Runden, dass man da weg ist. So, nachdem wir da Korn drin haben. Das reicht schon. Ja. Nachdem wir jetzt da Korn drin haben, Das Beste. dieses ganze Getränk nun vervollständigt. Und zwar mit einem Vanilleeis. Jo. Ich darf das jetzt einmal fachgerecht öffnen. So. Das Löffel nicht Da, weg. und dann müssen wir jetzt, ja, ich habe einen großen Löffel genommen. Und dann müssen wir jetzt auffüllen praktisch. Oh, das geht. Ich mache das auch zum ersten Mal, mal jetzt sage ihm, Schnellmaß habe ich vorher noch nicht gemacht. Ich auch nicht. Leck Arsch. Das ist nicht hochgeht. Da haben wir schon wieder eine chemische Reaktion mal festgestellt. Alkoholbombe und eine Zuckerbombe. Eine sogenannte Alkohol-Zuckerbombe. So, jetzt reihen wir den ganzen Scheißträger mal um. Ah, den will ich nicht. Hab keiner gesehen. Kornhaltig. Kornhaltig, massiv. Also man sieht jetzt langsam, weil sich von dem Vanilleeis immer mehr da ein wenig so reingeht hat. Das ist der Wahnsinn, nicht mehr, Alter. Da muss man ein wenig schauen, dass sie das, um Gottes Willen. Aha! Da muss man schauen, dass sie das Vanilleeis halt so ein bisschen auflässt. Man kann jetzt da gegebenenfalls auch einfach warten. Derweil nehmen wir mal dies wieder weg. Ich muss mich wieder entschuldigen, ich kann dieses Getränk heute nicht probieren. Aus einem ganz einfachen Grund, ich mache halt noch Auto fahren. Das ist nicht schön, aber das ist halt so. So, was ist jetzt da los?
Wir werden jetzt das einmal ein wenig auflesen und dann sehen wir uns wieder. Also, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die schönste Schneemasse auf dem Planeten, aber es ist Schneemasse. Ja, jetzt darfst du dieses Getränk einmal probieren. Okay. Feuerfrei. Ja, schon mal das Eis durchstechen. Jetzt. Ja, der Luch. Also, wir haben ja gut, wir haben jetzt fast eine halbe Flasche drin. Könnte vielleicht auch da liegen. Ich habe nicht was gehabt, die Stroh haben da. Probier den. Immer zwei. Für Hälfte. Naja. Mein Geschmack ist es jetzt nicht so. Aber es haut ganz schön ein, oder? Das haut ein. Also nach dem Maß brauchst du nichts mehr. Also ich denke, es ist eine ganz lustige Idee, aber was wir festgestellt haben, es ist eher in der Umsetzung, in der Herstellung ist halt jetzt zum Beispiel ein Gusmaß bedeutend einfacher, weil ein Gusmaß oder Gusmaß schiebt einfach zusammen und dann passt. Aber bis ich da mit dem Eis und bis ich das dann auflässt, also das ist dann schon viel aufwendiger. Ja, manche machen sie mit dem Mixer. Wir haben gesehen, manche machen es mit dem Mixer. Aber es haut auf jeden Fall definitiv mehr ein wie ein Gusmaß. Meiner? Massiv meiner. Massiv meine. Also ich denke mal, es kommt jetzt auch bei der Zubereitung auf die Menge des verwendeten Korns an. Ja, wenn ich das Vanilleeis wegschlürfe, ist schon klar, dass ich nichts erwische. Also hat man nicht so viel Korn rein da? Ich weiß nicht, ob so schlecht ist. Also, wenn man vielleicht ein bisschen weniger bei einem Viertel Liter Korn rein tut, dann war das Getränk annehmbar, sagt der Arnold. Somit haben wir jetzt die Schneemasse, die ihr schon oft in die Kommentare geschrieben habt, einmal ausprobiert. Und ich kann Ihnen sagen, am Dienstag kommt noch die Laternenmasse dazu. Wie gesagt, ich habe jetzt heute extra eine Bayerisch für Anfänger-Folge an den Samstag rausgehauen, weil ihm eine Woche lang nichts gekommen ist. Dass ihr mal gleich die zwei Videos jetzt auch habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt es in die Kommentare, wenn es noch andere Möglichkeiten habt, dieses Getränk herzustellen oder andere Varianten oder andere Ideen für Mischgetränke, also jetzt eine Gus, eine Schnee oder eine Laternenmasse. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder alles Bayerisch für Anfänger. Wir waren der Arnold und ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Bayerisch für Anfänger. Letztes Abo da, habert Ehre und seid freundlich!